Gott signiert falsch op Eden nummer 19. Jun reden als Johann dit. Vandaar wil ik besonders over de bejevenheid reden, als Moses de Kinder Israël van het Rode Meer wiederviert. Vieles wat zij door in de Wüste erleefden, is ook voor ons een leer over het christelijke leven. Dat laatste Mal vertelde ik de Geschichte van Moses en hoe hij dat volk Israël durch dat Rode Meer durchviert. Daar hield we ook, wo de hardnackige Erkenning van Egypten met al zijn soldaten im water omkwam. Dan lazen we ook, wo Moses en dat volk dat nieuwe Leid zong over ihre wunderbare Radung uit Egypten. We gaan dan nu in 2 Mose kapitel 15, vers 22 wieder. Nu weer dat volk aan de andere zijde vom Roden Meer. Er waren keine Ägyptische Soldaten overgebleven, wat er nu nog sprengen worden. Einer wird denken, nu wird alles han glatt gegangen, wils de grootste Feind, der Pharao, uit dem Stich geschafft wir. De Wirklichkeit wir aber anders. Moses moest dat zeer bol antwoorden, dat dit volk kein Onteljet wir. Zo is dat volk Israël in de nächste 40 jaar weer, is een zeer klares Beispiel van onze menselijke natuur. We kunnen ook de grootste Wunder Gottes erleben, aber dat zegt dan nog gar nicht, dat we nachher dan ook immer worden dankbaar en gehoorzaam zijn. Als de Kinder Israël in de Wüste wieder trokken, worden ze aan dat dit nog een ganz ander leven weer, als zij in Egypten gewand wären geworden. Wanneer ze dort ook Skloven gewast wären, hadden ze immer te eten en te drinken gehad. Nu schijnt dat niet immer sicher te zijn. De Herr had dan versproken, hij would dan lijden. Aber dat meint, ze würden am dan motten voor al diese Dinge, wat ze immer als selbstverständlich genommen hadden, vertrühen motten. Dat wird die in mij wel ook niet veel anders gaan. Nu wird het volk al 3 Jahre in de Wüste rumgewandert en had no Water gezocht. Om al de Schop en Rinder te drinken, moet dat voor die mannen al een zeer grote zorg geweest zijn. Allem wordt al gedarst han, en dat gaf nog niet Water. Dan komen zij naar een stad in de Wüste, een Oase. Dat is een schöne Insel met Waterspringen en Beim, wat eine einzige Mal midden in de drieige Wüste vingt. Nu freuden ze zich al alle, dat ze hier endlich einmal würden ihren Darst laschen können. Dat wie aber nicht so. Zu ihrem Erschrecken fangen sie uit, dat dit Water ganz bitter en onmöglich te drinken wir. Dan nannten sie diesen Platz Mara. Dat meint in een Hebräische Sprach bitter. Nu wordt de Ongeduld, maakt het volk, immer grater. Sie fangen an zu grunzen und zu gramsauen. Dann dreht sich ihre ganze Untefriedenheit gegen Moses. Sie belgten am an, wat zal wie drinken? Nu willen we ons dat mal proben een beetje fertig stellen. Groten paar der Eier hat het ganze Volk gejubelt, als sie sagen, dat Gott an der zo'n groot Wunder von dem Pharao erleist hat. Sie wären dadurch auch angeworden, dat Gott Moses als ihr Leider bestätigt hat. Nu, 3 Jahre later, scheint dat een ganz anderes Volk zu sein. Sie hadden scheinbar alles vergeten en wisten nu nichts anderes, als Moses te beschuldigen en anzubelchen. Diese Begebenheit wiest sehr kracht, wo onze menschliche Natur ist. Dat is mehrlich, dat de Herr ons wunderbar sehend, in een paar der Loter, wann ons schlechte Nachricht bejehend, dass wie furz verzögt. Wir beklären uns dann so, als wann dat kein Herr jaft, in dem wir uns vertrühen saten können. Wann du en ich durch schwere Tiden gehen motten, tja wie eint von 2 Dinge daunen. Wir können uns beklären en bemerklieden, oder wir können den Herrn vertrühen en dafür danken, dat hij met ons in gouden Weg geht, wann wir den ook nicht verstehen können. De grote Apostel Paulus zei mal, en alle Dinge sagt Gott Dank, wils dort zijn Wellen verjünt is,
en Jesus Christus. Wo zit het vandaag bij die? Bist du ook ganz ontevreden? Meinst du auch, der Herr hat die nicht richtig behandelt? Merkst du nicht, dass diese Gedanken die aber bloß noch Eichleckel merken? Sehr wohl wird der Mensch innerlich ganz besser, wenn er eine günstige Einstellung zum Leben hat. Derjenige, wer sich unter Gott seine Weg becken kann, in sein Vertrauen auf den Herrn sagt, der wird nicht besser. Mit so einem Menschen jet uns das meistens schein, mit taub zu sein. Aber wem jet het gut, mit een Grundstop taub zu spazieren? Gott fängt nu an, dit Volk bandig zu merken. Für Moses wird het scheine Abgabe, dit Volk proben zu leiden und an Gott seine Wege proben beizubringen. In Vers 25 sagt het, dat Moses zum Herrn schrie. Mir kommt het meist so ver, dat dit für Moses sein Glauben auch allmeist zu viel wir. Hij schrie zum Herrn, deels uit Angst, weil hij wist, dat dit Volk sehr unberechenbar wir. Ich denk, Moses kon dat auch nicht verstehen, dat voorts nur den großen Sieg sie durch so eine schwere Zeit gehen mussten. Dann weiß der Herr am ein gewässert Steck halt, wat hij an dat bessere Water sollen entschmieden. Als hij dat deed, dann wordt het Water seid, dat ze dat trinken können. Hier ist aber keine Rede davon, dat het Volk dann dankbar wir. Einem kommt het so ver, sie nahmen dat alle so han, als ob an dat alle so traf. Aber sei wie nicht auch wirken kriegt so? Dann jeft der Herr uns auch dort, wofür wir all lang gebet han. Trägt wir unsere Dankbarkeit dann auch entweder uit, oder sei wir bloß still und denken vielleicht dabei, dat uns dit goudige Leck sogar noch traf. Wann der Herr uns auch immer weiter gut steht, in gute Tiden schickt, ist das kein Beweis dafür, dass er mit uns zufrieden ist. Kriegt so, als das kein Beweis dafür ist, dass Gott uns strafen wird, wenn wir mit eichlichen Krankheit belastet wurden. Im Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 steht es ganz deutlich geschrieben. Weißt du nicht, dass Gott darum so leiftolig zu dir ist, dass du die bekehren sollst? Und dort wie auch, was der Herr durch diese Begebenheit bezwecken will. Uns Text sagt, dass der Herr das Volk dort prüfen deed. Er sagt dann durch Moses, dass sie von nu an sollen auf seine Wider horchen, und dann würde er nicht auch noch durch Krankheiten prüfen motten. Das Volk soll sein, dass der Herr so leiftolig wir, dass sie sich endlich einmal würden zu ihm bekehren. Aber sie deuten dort noch nicht. Kriegt so sind auch viele Menschen, wat meine Stimme von der hören. Sie erleben jeder Tag Gott seine Gnade und Leiftoligkeit. Sie weiten, sie sollen ihr Leben mit dem Herrn in Ordnung bringen, aber sie tun das nicht. Kriegt so ist dit Volk sehr, sehr holzstierig. Einst haben auch eine ganz rechte Idee, von was das meint, sich zu bekehren. Sie glauben, das meint, dass einer dann sagt, einer ist nu vollkommen, in sich dadurch protzig tät. So eine Utleih von Bekehren wiest aber kein biblisches Verständnis von der Bekehrung. Wenn das so wäre, warum wird Gott dann in der Bibel sagen, wir sollen uns bekehren? Bekehrung bedeutet ganz einfach umwenden. Wer umwenkt, dem ist das anders beigefallen. Der will nicht mehr in die Richtung gehen, wo er erst einmal ging. Wenn der Herr sagt, wir sollen Buße tun und uns bekehren, dann meint er, dass wir unseren alten Weg, so es wir gedacht und gelebt haben, verloten sollen. Wir sollen uns umdrehen und uns Leben und uns Hort dem Herrn schenken. Bloß dann soll wir imstand sein Wort zu verstehen und ihm zu gehorchen. Wir sind damit noch lang nicht vollkommen, aber die Richtung von uns Leben hat sich geändert. Und es steht, dass wir dann verlorene Sünders sind, sehr wie nu gerade Sünders. Bist du al ein gerader Sünder, wat sich von seinen oude Sünden weggedreht haft und sich zu Jesus bekehrt haft? Von der ist das noch immer möglich.
Die nächste Stadt, wo das Volk dann hankam, wir bi ne wunderschöne Stadt. Die heit Eilim. Hier wir viel scheinet Water, und da wir noch 70 Palmen beim. Dort kon das Volk sich dann ein Stautzje uittreiben. In Kapitel 16 in 2. Mose lesen wir, wo das Volk wieder trok und kam in die Wüste von Sin. Hier kam dann die nächste große Probe. Bei Mara ging dort am Water. Nu ging dort am Eten. Dat sagt in Vers 2 im 16. Kapitel, dat het ganze Volk jähen Moses en Aaron grunsten. An wie Angst, sie würden dort in die Wildnis verhungern. Sie beschuldigten Moses, dat hij an von de Fleischtab von Ägypten hat wahrgenommen. Op einmal scheint het so, als wann an dort in Ägypten immer hat schein gegangen. Aber so sehr wie Menschen. Wir haben mal ein sehr kortes Gedächtnis. Diese Menschen hadden scheinbar vergeten, wofern sie zum Herrn geschrien hadden, dat hij an von der ägyptischen Sklaverie raden wird. Bloß ne korte Zeit vorher hadden sie gesehen, wo Gott durch Moses dat bessere Water gemerkt hat. Einer wird denken, nu würden sie sicherlich eher vertrauen auf dem Herrn zaten, als das Eten anfängt knapp zu werden. Das wie aber nicht so. Das wisst uns, wo der unbekehrte Mensch ist. Hij saat sein Vertrauen an dort, wat hij sein kann. Wenn er auf einmal kein Eten mehr sein kann, dann ist er furz am eng. Dann verjagt er alles, wat er dort durch den Herrn seine Gnade erlebt hat. Wir sollen uns von der einmal alle fragen, worauf saat ich mein Vertrauen? Saat ich mein Vertrauen ab dort, wat ich daunen en selbst erwirtschaften kann, oder saat ich mein Vertrauen ab den Herrn mit dem Gedanken, dat hij mich niemals am Stärk loten wird? Der Herr gaf war Gnade, wann das Volk sich auch unverschämt benommen hat. Hij zei zu Moses, dat hij an jeder Morgen Brot schenken en jeder Abend Jachtveil bringen wird. Hij versprach an Brot, wat vom Himmel fallen wird. Dit wird jeder Nacht fallen, zodat sie jeder zum Morgens genug Taub lesen können für ihre ganze Familie. Sie sollen auch nicht mehr Taub lesen, als wat sie brauchten. Wann sie würden proben, mehr Taub zu sammeln, als wat sie für den Tag brauchten, würde es schlecht worden. Bloß am 7. Tag wird kein Brot fallen. Dafür dürfen sie dann am 6. Tag doppelt so viel Taub sammeln, und dort wird dann nicht schlecht worden. Dit Brot schmeckt ein beetje seitlich, als wann der Honig mank wär. Sie nannten dort Manna. Damit will der Herr an op een anderen Weg prüfen. Hij will seinen, auf dat Volk am gehorchen wird, wann sie sagen, wo trü hij an versorgt. Einer wird denken, dat sie nu alles doen würden, wat der Herr seht. Dat wie aber ganz anders. En er steht, dat sie dankbar wären, nahmen sie dat alle so an, als wann an dat traf. En er steht, gehorsam zu sein, proben sie alles zu doen, wat sie nicht sollen. Gott hat an durch Moses gesagt, sie sollen bloß genug für einen Tag Taub sammeln. Viele proben genug für ein paar Tage Taub zu sammeln, aber das wird jedes Mal schlecht, kriegt es der Herr gesagt hat. Einst glauben das auch nicht, dort am 7. Tag der nicht fallen wird. Sie gingen derweil doch noch und sagten, empfangen auch nicht. Wat dit so klar wiest, ist, dat alle Menschen mit Unglauben geprägt sind. Wie daunen dort, wat der Herr uns sagt, immer erst betwiefeln. Und wo ist das bei uns? Lesen wir mal eine Schrift? Wo ist das dann? Glaubst du, wat du da lasst, oder betwiefelst du dort? Wann du lasst, wo Jesus sagt, jemanden vom Nien geboren worden, glaubst du dort? Wann du lasst, wo Jesus sagt, wer nicht wahre geboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Glaubst du, dass du da vielleicht gemeint bist oder nicht? Kriegt so ist das Volk Israel mit Unglauben geprägt wir, so sehr wie auch damit geprägt.
aber Gott ist nicht eng. Hij is lieftolig en heeft ne grote geduld. Er komt aber auch ne Tijd, wo Gott seine Geduld abhielt. Hij gaf Israel viele Gelegenheiten, wann sie auch angehorsam wären, kriegt so dass er uns auch viel Gelegenheiten jaft, dat wir uns zu bekehren. Und so deed der Herr für die nächste 40 Jahre sein Volk mit dit Brot versorgen. Jeder Morgen wird er immer frisches Manna auf der Erde, wo sie dann taub lesen können und davon eten. Dit am Gedächtnis von ihrer Nachkommenschaft anzuprägen, leiht Moses in Behälter abfällen, wat dann abbewaart wordt für die Zukunft, dat die Kinder und Grootkinder dort niemals vergeten wurden, wo Gott für an gesorgt hat, all die Jahren, als sie in der Wüste rumwandern deiden. Als dat Volk bei Rephidim kam, wie dat war so weit. Da wir auch kein Water. In dat nahm nicht sehr lang, wat sich dat Volk mit Moses streit. Dat scheint so, als wann sie dat Water von Moses verlangten, als wann Moses an Water verschaffen kon. Die Streit wordt so ernst, dat Moses bol ganz am eng wie, wat hij mit dit verstredene Volk anfangen soll. Sein Leben wir nu also gar en Gefahr. Hij schrie nom Herrn, en die seht am, wat hij nu doen soll. Hij wordt bij dem Berg Horeb vorabgehen, en Moses en die Ältestes vom Volk sollen mitkommen. Dann soll Moses den Stein mit seinen Hornstock schlonen, en de Herr wird Waterloten rütranen. So wordt het dan ook. Dann nannt Moses die Stad Massa. Dat meint Versierchen. In Meriba, dat meint Stried. Dis nomen die dorp han, dat het Volk den Herrn verzocht in jeden Arm gestreden had. De Herr wil so hieren dat Volk segnen en an so vieren, dat sie am ganz vertrüden. Aber immer wieder kommt die grote Waderspanstigkeit everdeel. Kommt bei uns nicht auch immer wieder everdeel? Wo Ferken sind durch Städten en dien Leben gewast, wat einer bei diesen Nomen Meriba nennen kann. Jedes Mal, wann der Herr zu uns redet, und wir aber meinen, wie weiten beter, dann street wie je in den Herrn und bringen an eine Versicherung, uns zu bestrafen. Ich befürchte aber, dat veel von uns die Bibel kaum einmal lesen. In der Kirche habe ich mal wenig davon verstanden, was da gesagt wird. Viele davon ist auch gar nicht Gott sein Wort, aber bloß Menschen regeln, woran kein geistliches Leben ist. Indem du die über dein geistliches Leben mal wenig Gedanken merkst, dass du dasselbe aus der Waderspanste Israeliten. Sie kickten bloß immer ab das Menschliche und nicht ab das Geistliche. An wir bloß darum zu daunen, auf das genug zu eten und zu trinken gaf. Wat Gott mit an daunen will, dafür interessierten sie sich nicht. Die Bibel sagt uns klar, dort wie das erste sollen nur das Recht Gottes trachten, und dann wird uns das andere alle taufholen. Fang doch von dir damit an. Nimm mal ware deine Bibel everdeel en schloe mal dat Buch Johannes ab. Wann du dort met een abrechtet hoort last, wirst du bowl maken, wo de Herr zu dien hoort reden deed. Hij heeft dafür zijn Wort geschickt, dat wir am Tjanen lehren en am Glauben onze Horten am übergeben. Unsere Geschichte geht aber noch wieder. Nu kommt noch eine ganz andere Probe. Sie wurden plötzlich von einem heidnischen, kriegerischen Volk angegriffen. Dat waren die Amalekiter. Dann gebot der Herr, dat Moses seinen Hauptmann, Josua, befehlen soll, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Moses, Aaron und Hur stiegen hoch auf den Berg, für Josua zu beten. Dann passiert wat ganz Besonderes. Solange Moses seine Hände um Himmel gestreckt hielt, hat Josua die Eberhand. So schwind aber, als die Hände wieder raufleit, nahmen die Amalekiter die Eberhand.
En zo namen Aaron en Hur jeder eind van Moses zijn arms en hielden de bad Sonnenuntergang hoog. Doordat kon Josua den Krieg gewinnen. Dit weer zo'n klare teken doorver, dat de Heer aan geholpen had, dat Moses hier in altaar buud en naam de steed, de Heer is mijn vlag. Hij deed dit, wils de Heer am over de Amalekiter gewinnen leidt. Ons komt het vielleicht vreemd voor, dat God de Israëlieten befaul te kämpfen. Aber de Heer had dit en zijn plan, wils hij zich vergenomen had, dat hij de Amalekiter uitrotten wordt als straf voor al die honderden jaar, wo ze bloos immer dieper en ihre Gottlosigkeit wären hineingegangen. Nu wir Gott seine Geduld met de Amalekiter alle, en hij brukt de Israëlieten aan te rechten. Wat mir hier abfällt, ist, dat dis Sieg nicht mehrlich gewast wir, wann Moses nicht bottom eng gebet had. Die Israeliten gewannen nicht, wie sie so viel beter wären als die Amalekiter. Ihre Gnadentijd wir bloß noch nicht vorbei, en für die Amalekiter wird die aufgerannt. En so jaft Gott alle Menschen ne gewisse Tijd om te wengen en sich zum Herrn zu bekehren. Wann die Menschen dort aber nicht daunen, dann haft dort mit Gott seine Gnade auch schließlich in eng, kragt so als mit die Amalekiter. Von der möchte ich die fragen, ist dein Leben auch so angestellt als die Kinder Israel? Sitzt du meistens bloß dat Büterliche en nicht dat Jästelige? Der Herr moet die vielleicht durch viel Proben durchleiden, dat du seine Reden mit die erkennst. Jef am doch von dir dien Hort. Jef die am doch von dir ganz haan. Wel we beten. Lieve Herr Jesus, wir han von dir gesehen, wo du mit dat Volk sehr viel Geduld hast. Schenk dat von dir, da mochten Sonne sein, wo sich nicht mehr jähen die wehren würden, aber die Kraft nu annehmen würden. Dort werde ich an dienen Namen. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, was ihr auf dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Week. Op